Grüß euch und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. So. Alle guten Dinge sind drei und deswegen hauen wir nochmal rein. Dauert jetzt nur 9 Minuten. Schauen wieder beim Spiegelort. Ich nehme an, dass wir da kurzes Vergnügen. Ja? Der wongelt jetzt da im Ranger irgendwie in den Sonnenuntergang und dann redet er nur ein bisschen Schmarren und dann dementsprechend rein in den bald verpfändeten Ranger. So Leute, eine Ära ist zu Ende, eine neue wird beginnen. Die Knast-Ära beginnt. Schauen wir mal, Das heißt Staffel, Rainer. was bei uns jetzt da los ist. Ich bin jetzt gerade noch auf dem Weg nach Geiselwind. Von da aus geht's auf die Autobahn. Schön nach Geiselwind zum Subway. Und wie manche Leute, vielleicht auch ich vermutet haben, vielleicht auch da, wo sein Scheiß parkt. Ja? Ich weiß es nicht. In welche Richtung auch immer. Ich weiß schon, wo ich hin will. Ich weiß auch schon, was ich die nächsten Tage vorhabe. Aber ich bin jetzt... Spoiler-Alarm, Rainer, du bist nach Frankfurt gefahren und wohnst da im Airport-Hotel. Raus aus dem Haus. Wir haben jetzt heute gerade den 28.01. Nee, Quatsch. 28.01. Ja, genau. Den 28.02. Entschuldigung. Ja, um so einen Monat kann man sich schon mal vertun. Und ja, ab... Oh, ich muss ein bisschen langsamer machen. So, und ja, ab dem... Heute? Wie sagt man? Ab dem 1. Die Kamera wackelt ein bisschen. Ich habe leider kein Stativ fürs What? 28.02. bin ich offiziell obdachlos, wenn man das so möchte. Ich weiß schon, was ich vorhab. Ich weiß schon, was ich möchte. Ich weiß schon, was ich mache. Muss jetzt noch gucken, wie es letzten Endes alles umgesetzt ist. Muss ich mal schauen, was er noch nicht, wenn man es sagen, wenn der Hund nicht geschissen hat. Der erste Monat wird jetzt wahrscheinlich am kniffligsten, weil ich jetzt diesen Monat viel ausgeben musste. Aufgrund von Laptop, aufgrund von... Der Laptop war nicht zwingendermaßen notwendig. Du sitzt in einem 40.000 Euro Auto, das nicht notwendig war. Laber nicht. Taschen bzw. Koffern und so weiter. Ja, die könnten notwendig gewesen sein. Musste ich ja viel ausgeben, weil ich das ja alles gebraucht habe. Ja, und jetzt hast du leider keine Kohlen mehr. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass ich dementsprechend natürlich wenig Geld habe. Alter, das ist unfassbar. Der lauert einen Schotter daher. Wie kann das bloß kommen, dass du jetzt kein Geld mehr hast? War es vielleicht doch nicht die schlauste Idee, dir dieses Auto zu kaufen? Wäre es vielleicht schlauer gewesen, dich für eines von beiden zu entscheiden? Deinen Rechner, den du hast, aufzurüsten, den alten, kaputten? Oder dir einen Gaming-Laptop zum Kaufen? Eins von beiden. Dass du dann vielleicht mit dem Rechner deine Video- und Videobearbeitung und sowas machst und die Gamerei und dann über den anderen. Weil dafür hätte er heute nur leicht hergeliehen. 2 neue Lüfter rein, fertig ist er. Nein, da muss er für 1.700 Euro muss man sich eine neue 3080er kaufen. Nvidia-Grafikkarte. Dann muss man sie für 1.000 Euro eine VR-Brille kaufen. Dann muss man sie für 40.000 Euro so als scheiß Protzkarre kaufen. Dann muss man sich nochmal für 3.000 Euro einen neuen Gaming-Laptop kaufen. Und dann muss man sich da hinsetzen und sich beschweren, dass man kein Pulver mehr hat. Kannst du ja ausdenken. Gerade. Was heißt wenig? Ich verdiene ja trotzdem recht gut. Also ich habe trotzdem, man muss dazu sagen, Hotels und Motels sind nicht gerade billig. Gaststätten sind natürlich ein bisschen was anderes dagegen noch. Die sind noch ein bisschen billiger. Aber letzten Endes ist das auch unter deinem Niveau.
muss man mal gucken, wie man das Ganze auch am besten hinbekommt. Weil letzten Endes ist es so, dass man nie so genau weiß, was jetzt alles passiert. Die Hater wollen mir natürlich jetzt quer durch Deutschland folgen. Sie nennen es Schnitzeljagd, die Drachenschnitzeljagd oder so ähnlich. Ich hoffe, du kommst bei mir in der Gegend mal vorbei. Den Hatern fällt immer was Neues ein, immer ein neues Spiel gegen Im Gegensatz zu dir, der im Streamen battlen muss nach Ideen für neuen Content. mich. Ich persönlich bin gespannt, was mir jetzt passiert, wie es mir jetzt ergehen wird. Ich habe mich jetzt von allen verabschiedet, war jetzt gerade auch noch bei den letzten Personen, Von allen. Also bei den Ratten und bei den Kakerlaken, beim Schimmel an der Wand. bei denen ich mich verabschiedet habe. Und ja, muss mal schauen. Das Video hier werde ich auch heute noch direkt aufnehmen. Also aufnehmen, ja klar, ne, mache ich ja gerade. Nee, ich werde das Video auch direkt heute noch bearbeiten, wenn ich im Hotel bin. Habe mir schon vorreserviert und alles. Und wenn ich dann im Hotel bin, werde ich das alles noch bearbeiten und auch hochladen. Ich werde heute versuchen, recht zeitig ins Bett zu gehen. Für mich immer ein bisschen schwierig, zeitig ins Bett zu gehen. Weil du wieder Gesichtskirmes Weil hast. natürlich das Problem ist, Schlafrhythmus heißt nicht, dass mein Schlafrhythmus kaputt ist. Im Prinzip habe ich einen gesunden Schlafrhythmus. Ich Rainer, wenn du einen gesunden Schlafrhythmus hast. Ja. schlafe mittlerweile schlafe ich zwischen 5 und 8 Stunden. Das würde ich auch dazu sagen, dass ich immer ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehe und auch immer ungefähr zur gleichen Zeit aufstehe. Also ins Bett gehe ich im Normalfall im Schnitt zwischen 3 bis 5 und aufstehen tue ich im Normalfall zwischen, ja, manchmal stehe ich um 9 auf. Heute zum Beispiel bin ich schon um halb 9 wach gewesen. Nee, um halb 10, schon um 9:30 Uhr bin ich wach gewesen. Wenn zwischen 3 und 5 und dann zwischen 9 und 2 aufstehen, ist kein gesunder Schlafrhythmus. Ein gesunder Schlafrhythmus ist plus minus eine halbe Stunde. Ins Bett gehen und wieder aufstehen. Weil ich habe auch keinen gesunden Schlafrhythmus, deswegen weiß ich das. Aber ich arbeite Schicht. Jetzt kann ich wieder ein bisschen aufs Gas gehen. Und ab 9 Uhr, nee, und also zwischen 9 Uhr, 9:30 Uhr und ungefähr 10 Uhr, 12 Uhr stehe ich auf, im Normalfall. Alter, ich wache immer zur selben Zeit auf, also zwischen 9 Uhr und 12:30 Uhr. Das sind 3,5 Stunden Unterschied. Der Tag hat plus 24 Stunden. Du hast einen scheiß Schlafrhythmus, Rainer. Einen ganz beschissenen hast du. Aber keine Sorge, im Knast regelt es das. So läuft es im Normalfall. Aber es ist auch immer unterschiedlich, wie es halt gerade passt. Und es kommt dann natürlich auch darauf an, wie ich ins Bett gehe. Manchmal gehe ich erst um 6 Uhr ins Bett. Oder bin ich erst um 6 Uhr ins Bett gegangen und dann schlafe ich natürlich logischerweise ein bisschen länger. Schlafe ich im Normalfall bis 12 Uhr, was ja dann 6 Stunden wären. Ja, aber es wird sich jetzt mal ein bisschen ergeben. Übrigens, ich liebe dieses Auto. Es hat Tempomat, es hat Abstandshalter. Ja, und es hat 40.000 Euro gekostet, was der Grund ist, dass du jetzt keine Kohlen mehr auf dem Konto hast. Und es ist richtig geil. Ja, richtig, ein Monster. Weil dadurch, dass ich Abstandshalter drinnen habe, ich bin ja jetzt auf dem Tempomaten gerade. Mein Auto hat auch einen Abstandshalter, der nennt sich mein Fuß auf der Bremse. In Kombination mit meinen Augen und meiner nicht vollkommenen Unfähigkeit, Auto zu fahren, funktioniert einwandfrei, Rainer. Funktioniert einwandfrei. Ich krieg das hin, dass ich dann Abstand halte. Und mein Auto fährt langsamer. Ohne dass ich was mache, weil der vor mir langsamer fährt. Und natürlich muss ich einen bestimmten Abstand erhalten. Und mein Auto hält diesen Abstand von alleine. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Richtig cool. Da muss man immer selber denken. Was für Leute wie ihn, wo denken jetzt nicht so unbedingt die Paradedisziplin ist, natürlich von Vorteil. Er hat auch Spurassistent und so weiter und Spurassi? so fort. Und ich fahre dieses Monster tatsächlich auf ungefähr 10 Liter. Also man muss natürlich dazu sagen, ich fahre auch sehr spritsparend. Ne? Das hat man gemerkt in letzter Zeit. Ja gut, Hater überfahren geht mit 20 km/h auch. Momentan fahre ich ihn auf 10, etwa 11 Liter. Ja was, jetzt 10 oder 11? Ist doch schon wieder Lülülü. Sind wahrscheinlich 15 Liter. Ich kann sogar mal kurz nachschauen, wartet mal. Ich habe ja meinen schönen Bordcomputer.
Ich bin jetzt 395,3 Kilometer gefahren, seit ich das Also sagen wir mal 400 letzte Kilometer. Mal aktualisiert habe. Ich habe auf 100 Kilometer brauche ich 10,3 Liter aktuell, ganz exakt. So, jetzt kann ich wieder die Anzeige machen. Und aktuell, ich habe ihn jetzt gestern vollgetankt für 105 Euro und bin auf 524 Kilometer, die ich jetzt noch komme. Ja, das ist natürlich ordentlich. Habe ich also eine schöne Strecke vor mir, die ich fahren kann. Sollten Hater mir irgendwie auf die Nerven fallen, ist halt der Vorteil, ja, ich setze mich einfach ins Auto und fahre einfach mal Drüber über die Hater. Du überfährst die dann einfach. Wir wissen das. 200 Kilometer oder 300 Kilometer in eine andere Richtung. Das habe ich aber in dem Video erklärt. Dass Und die kommen nicht hinterher, weil deren Autos, die haben keine Reichweite von 200 oder 300 Kilometern. Ja? Weil die alle Flintstones-Autos haben, Rainer. das heute auf meinem Hauptkanal und auf dem Vlogkanal auch gekommen ist. Das Video Ja, alles auf dem Haupt- und auf dem Vlog-Kanal. kommt ja nur auf dem Vlogkanal. Ja, ich werde es so machen, dass ich so Labervideos, wo ich unterwegs bin und wo ich so mit euch rede, während ich Auto fahre oder während ich halt irgendwie unterwegs bin. Ich werde es so machen, dass ich die Vlogs, so wie jetzt, wo ich in die Kamera einfach nur da sitze und laber, das werde ich für meine Videos machen, wenn ich unterwegs bin im Auto. Ich habe jetzt kurz gedacht, er hat beim Lenken die scheiß Kamera erwischt. Ich hätte jetzt kurz gedacht, dass er irgendwo dagegen gemeldet ist. Genau, also wenn ich so jetzt mache wie jetzt, dann sind es Vlogs. Und wenn ich dann irgendwie mal irgendwo stehe, wo ich auch mal Landschaft oder so zeige, das werde ich auf dem Hauptkanal hochladen. Man muss dazu sagen, dass ich auf dem Rainer, das kommt eh beides wieder auf beiden Kanälen. Laber doch nicht. Hauptkanal hochlade, wird größtenteils Scheiße sein. etwas sein, was man über einen längeren Zeitraum sieht. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin heute in Berlin. Ne? Nein, du bist in Frankfurt, Rainer. Also nach Berlin schaffe ich es heute zum Beispiel nicht, aber Nee, weil es mehr wie 500 Kilometer sind. sagen wir mal, ich bin in Berlin. Obwohl, nee, von ihm aus. Und das Video hier kommt für euch morgen online. Dann heißt es, dass ich, wenn ich das Video hier online poste, schon nicht mehr in Berlin bin. Einfach nur deswegen, dass natürlich mir die Leute nicht auf die Nerven fallen. Natürlich gibt es so ein paar Hotspots für Hater, wie zum Beispiel Köln oder auch Berlin oder vermutlich auch Hamburg und München. So ein bisschen die Großstädte, die Haupt... Also, in Berlin kann ihm der Hater nicht auf den Sack gehen, weil er so schlau ist und es ja später, obwohl es ein Hotspot ist, also geht's dann doch wieder. Die werden vermutlich so ein bisschen so ein Hater-Stützpunkt sein, sage ich mal, wo die Hater darauf wetten, dass ich hinfahre oder dass die mich da auf jeden Fall abfangen werden oder versuchen, mich da abzufangen. Rainer, das hat keinen halben Tag gedauert, bis die rausgefunden haben, wo du bist. Keinen halben Tag hat's gedauert, bis man dein Auto gefunden hat irgendwo. Letzten Endes ist es aber das Schöne, dass keiner weiß, von wo aus ich komme. Ich kann beispielsweise theoretisch mal um Berlin rumfahren und von der anderen Seite nach Berlin reinfahren. Wo ich zum Beispiel dann aus dem Norden komme, wo ich eigentlich aus dem Süden kommen würde, da ich ja im Süden lebe. Ja, das ist die perfekte Taktik, Rainer. Ich freue mich da richtig. Ohne Scheiß. Das ist schon fast was, wo ich fast hoffe, dass er nicht einfährt. Also ich hoffe schon, dass er einfährt. Aber fast. Einfach nur, um diese Schnitzeljagd weiter zu erleben. Weil das dann wirklich, wenn er dann meint, wie schlau das er ist, dann fährt er von der anderen Seite nach Berlin rein. Wie gesagt, das hat halt ein paar Stunden gedauert. Das hat ein paar Stunden. Ich bin kurz nach 11 bin ich war ich von der Arbeit daheim. Und dann war hier schon klar, wo er pennt. Da war dann schon, hieß es schon hier, Airport Hotel Frankfurt. Mit Aufnahmen vom Auto und allem drum und dran. Oder gelebt habe. Also es ist letzten Endes ganz unterschiedlich, was ich da vorhabe. Da hat die Kamera gewackelt. Ich muss mir echt noch was überlegen, dass ich die Kamera fest justieren kann. Die Dinger gibt es zum ans Fenster kleben. Für jedes Handy. Für 10 Mark im Internet. Okay, was könnte man jetzt noch erzählen? Also im Prinzip war es eigentlich soweit von mir. Ich bin erstmal soweit durch, weil letzten Endes
letzten Endes benutzt er schon wieder sauber inflationär in letzter Zeit, oder? Gibt es jetzt nichts, was ich noch groß machen kann, außer halt zu sagen, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde im Laufe des heutigen Tages noch ein bisschen weiter aufnehmen, weil jetzt gerade eine Ampel rot ist, ist passend, dann kann ich gleich die Kamera ausmachen. Also ich werde heute noch mal im Laufe des Tages weiter aufnehmen, vielleicht von dem Rasthof aus, schauen wir mal. Tschüss, tschüss. Das war's doch. Hat doch nicht mehr geklappt. So sehr. No shit. Okay. Gut, das war jetzt hier ein Matt Quickie. Fast 16 geschmeidige Minuten mit Rainer durch die Walachei. Also erst nach Geiselwind, weil da ist der Subway und wahrscheinlich auch sein ganzer Schmutz, sein Lager, das er angemietet hat. Und dann nach Frankfurt ins Airport Hotel. Wer Lust hat, ihn da zu besuchen, freut er sich bestimmt. Dann wünsche ich euch was. Haut rein und trefft bessere Lebensentscheidungen als er. Gute Nacht.